Willkommen zum Podcast Stammtisch Hinnerpals. Genau, Männer. Da sitzen wir wieder. Genau. Geht's euch gut? Ja, bei mir schon. Servus, Hund. Servus, Matze. Servus. Ja, sag mal, Matze, wo ist denn deine Corona-Frisur hin? Ach Gott, schön, dass das auffällt. Aber erzähl ich euch gleich, ich brauche halt oben erst mal einen Schnaps. Wie wär's denn, wenn wir uns direkt erst mal in der gönnen? Hopp, alles klar. Abgemacht. Guter Start. Dann schenke euch mal einer in. Ich muss an der Qualität von meinem Schnaps noch arbeiten, das gefällt mir halt nicht so. Nicht der beste Wodka. Ja, beim nächsten Mal stellst du da halt was Gescheites hin, ne? Muss wohl so sein. Also grundsätzlich, das Ziel ist ja auch heute, ne, ins mehr wie das letzte Mal. Und wir kennen das ja auch auf den Schnaps umwandeln. Also 3 Bier, 3 Schnaps, das hört sich doch ganz gut an. Denke ich, das Training muss weitergehen. In diesem Sinne, Kampai, ihr Bube. Kampai. Oh, wie geil. Oh, aber besser wäre da nicht. Also bei mir schmeckt's. Ah, Kann mich nicht beklagen. Ich muss mal definitiv mal besser Schnaps kaufen, du. Oh, wie geil. Also was ist denn jetzt mit deinem Afro passiert? Also du hast hier schon fast so schöne Locken, dass da hätte ich keine so Afro-Kram drin stecke. wenn in der Fußgängerzone mehr los wäre, hätte ich mich da hier gehockt und hätte Trommel gespielt, aber hat sich leider nicht ergeben. Nee, ich hab halt gewartet auf die nächste Entscheidung und hab gedacht, entweder klappt's dann irgendwann und ich warte noch, bis ich halt wieder zum Friseur kann. Aber, ich glaube, das dauert noch ein bisschen und dann habe ich mich entschieden, einfach eine Haarschneidmaschine zu bestellen. Und das Johanna hat dann dürfen sich immer probieren. Und ich kann euch sagen, ich war nervös, also ich hatte richtig Puls gehabt, da kann ja ganz schnell was schief gehen, ne? Ja, kann die Beziehung auf einmal vorbei sein, wenn es dumm läuft. Ja, und da hängt die Beziehung an ganz dünne Haar. Wie lange hat er da gehockt? Oder du da gehockt? Also ich hab gefühlt Stunden geschwitzt, aber es war, glaube ich, nur so 20 Minuten oder so. Also es ist eigentlich Gang vom Zeitaufwand. Aber wir haben ja jetzt auch nur so ein bisschen außenrum und hintenrum ein bisschen gekerzt, weil das war halt auch so das Allerschlimmste bei mir da. Ihr wisst ja so ein bisschen logische Haar und dann wird das einfach nichts, die musste jetzt mal ein bisschen ab. Und aber Peter, du siehst mittlerweile auch nicht mehr so gepflegt aus, wie man das von dir gewöhnt ist. Also ich habe eigentlich auch dieselbe Taktik wie du verfolgt, aber die geht leider nicht gut aus bislang. Also durch den weiteren Lockdown ist das Zeitfenster vom Friseurbesuch zu Friseurbesuch wird immer größer und aktuell ist wahrscheinlich dann Ende Februar, soweit hoffe ich, Finger sind gekreuzt. Ich habe hinten so im Nacken so, weiß nicht, wie so Fukuhila-Verschnitt. Das sieht echt furchtbar aus und ganz schlimm finde ich es, ganz ehrlich, wenn man die Ohren so zuwachsen, da kann ich irgendwie so innerlich ausrasten, wenn ich morgens aufstehe und dann nur im Dusche feststelle, dass das immer noch so scheiße ist. Aber also wenn ich mal die ganze Pampe wieder in die Haare mache, geht's eigentlich, aber ohne ist echt furchtbar. Was willst du machen? Ich weiß nicht, wie haben ihr das gemacht oder was hast du gemacht, Michael? Ja, bei mir hat es ähnlich angefangen. Bei mir war es schon ganz schön Zeit geworden, bevor dann der Lockdown kam. Aber ich habe es nie mehr geschafft, rechtzeitig noch einen Termin irgendwie hinzukriegen. Das heißt, ja, so gegen Weihnachten war es dann schon ganz schön schlimm war. Das erinnert mich stark an deine Klopapiergeschichte. Ähnlich, ja, ich sehe eine gewisse Parallele, okay. Also bei mir war das ja, als der Lockdown kam, so richtig scheißknapp. Also ich hatte mittwochs Termin tatsächlich beim Friseur und mittwochs haben die Geschäfte zugemacht. Oh, du hast ja fast noch geschafft. Ich hätte es fast noch geschafft, aber naja, knapp vorbei ist Adenäre, also war nix. Ja, gut, ich hatte schon Anhaltspunkt. Schon im ersten Lockdown hatte ich das Glück, dass die Freundin Leni von meinem Bruder, der hat mir damals schon die Haare schneiden können. Und dann habe ich die dann wieder angehauen. Und tatsächlich habe ich sowieso dann Silvester beim Andi verbrungen. Und da hat die das dann gleich mitgemacht. Beim Andi war es auch nötig. Dann haben wir uns halt mal 2 Stunden ins Bad gehockt, mit Sekt angestoßen und die Haare gedreht. Frischer Haarschnitt fast nein, ja, jawohl. Ja. Hab gedacht, ja, dann startet mal wieder schick ins neue Jahr. Das war echt ganz gut. Das war vor allem ein sehr besonderer Start ins neue Jahr. Also wer hat das nicht schon gemacht, an Silvester sich die Haarschneide gelassen? Also ganz normal. Ganz neue Traditionen werden das.
Also meine Frau hat das fast so gut gemacht, dass ich glaube ich gar nicht mehr zum Friseur gehe. Ich hatte am Anfang auch Angst, dass die mir die Haare zusammenschneidet, dass ich aussehe wie sonst was. Aber das hat super geklappt. Ich glaube, ich spare mal das Geld in Zukunft. Dauert halt eine Stunde bei der Marie, aber kostet halt nichts. Ist auch gut. Ja, bei Leni hat es auch so eine Stunde gedauert, aber sie hat da durchaus Talent dafür. Sie studiert zwar nicht gerade, um Friseur jetzt zu lernen, aber ja. Ja, Hannes, wie war das dann? Oder Michael, Hannes, haben die so bezahlen? Oder, also weil du gerade sagst, Hannes, das Geld wird dir dann quasi gespart. Also hat es dann auch die Marie gekriegt oder kriegt es dann, wird es in der, keine Ahnung, in den Hund investiert oder was machst du da damit? Also der Hund, der kriegt schon mehr als genug. Also da müssen wir nichts mehr investieren. Der hat schon verwehnt ohne Ende. Das wird ins Haus investiert. Was jetzt gespart wird. Bis das Haus steht, gehe ich nie mehr zum Friseur. Muss mir nur noch die Haare von der Marie schneiden. Das ist ein guter Vorsatz. Das erinnert mich übrigens an den Nachbar von meinem Vater. Der hat am Anfang von Corona gesagt, bis es vorbei ist, also er hat grundsätzlich, ist er nicht so sehr gesegnet mit dem Haarwuchs und er hat mehr Bartwuchs. Und er hat sich dann dafür entschieden, er macht sich so Corona-Bart. Also bis es vorbei ist, rasiert er sich nicht mehr. Gut, dann war es halt März, ne? Dann war es April, ist so schöner Rauschebart entstanden, dann war es Mai und es wurde ja auch wärmer, ne? Die Schwimmbäder haben ja auch aufgemacht, ne? Und dann wurde es Juni und ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich glaube irgendwann im Hochsommer, ob es jetzt Juli oder August war, hat er irgendwann die Nerven verloren und hatte komplett abgemacht, weil er hat so dermaßen drunter geschwitzt und er hat schon immer sehr viel geschwitzt, dass er gesagt hat, okay, das Corona, das hat er jetzt ein bisschen unterschätzt. Also, Apropos Nachbarn, da hat mein Nachbar rechts von uns, der hat jetzt durch die Corona-Zeit, hat der scheinbar sich überlegt, sich selbst zu versorgen und hat sich die ganze Hinkelstall geholt mit einem netten Hahn, der immer kräht. Also der kräht nicht, wenn die Sonne aufgeht. Der kräht nachts um 12 Uhr das erste Mal. Dann um 1, um 2, um 3. Er ist immer am Krähen. Ich glaube, der macht alle Zeitzonen mit. Oh shit. Und jedes Mal, wer schon von dem Scheißvieh macht. Überall, wo auf der Welt die Sonne aufgeht, tut der Bekrähe wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, der Hahn ist kein Hahn, der ist eher so Kirchenturm oder sowas oder Glockenturm. Also, der Kirchenturm, der ist noch viel leiser wie der Hahn. Also du kannst eher einem Hahn die Uhr stellen wie einem Kirchenturm. Ja, und der hat beim Hahn hat er noch ein paar Hinkel sich jetzt geholt, oder was? Der hat sich ein ganzes Set geholt, ganzer Hinkelstall. Also halt die Hühner, der Hahn. Ich vermute halt, dass der sich da die selbst versorgt mit Eier dann. Finde ich eigentlich ja ganz cool, aber der Hahn, Alter, irgendwo hat der Magge. Ist immer am Also ich höre raus, ihr habt keine Benefits, also ihr hört den Hahn, ihr hört vielleicht die Hühner und ihr kriegt keine Eier. Also. Eier haben wir noch keine gesehen. Eier haben wir noch keine gekriegt. Ja gut, aber ganz ehrlich, glaube ich, werde ich lieber manchmal von einem Hahn nachts geweckt, wie wenn mein Nachbar nachts bis hier gegen die Wand klopft, weil er mal wieder ein bisschen am Durchdrehen ist. Ich hatte ja schon eine Sache erlebt, mein Gott, damals, als ich noch in Zilbrigge gewohnt habe. Wissen Sie das noch? Da hatte ich ja Nachbar, keine Ahnung, der Marco, der war bestimmt 3-mal so breit wie ich. Und das hat ja schon ganz schön angefangen. Die Wohnung war gegenüber erstmal frei von mir. Ich denke, bin mal gespannt, wer jetzt da inzieht. Die Vermieterin hat schon mal mit mir vorher geredet, ja, sie hat doch noch eine Studentin, die findet sie ganz nett, mal gucken, ob die da inziehen will. Und ich so denke, okay, ganz cool, vielleicht, ja. Ist ja vielleicht eine ganz nette Bekanntschaft. Und dann kommt, kann immer jemand bei Wohnung besichtigen, da würde ich mir gerne angucken, wie das so aussieht. Und die Wohnung gegenüber ist noch nicht okay. Und dann kommt der da rein, hat schon mittags eine Fahne, stinkt nach Rauch, ist halt ein Schrank von einem Kerl. Aber da habe ich mir nicht so viel dabei gedacht. Dann ging ich, ja gut, mein Gott, ist jetzt halt vielleicht nicht so ganz mein bester Freund, aber okay. Ist nur ein Nachbar. Und er trinkt, ist ja auch nicht verkehrt. Jo, denkt man sich ja nicht viel dabei. Vielleicht kann man auch mal einer zusammen trinken oder so. Klingt ja nicht verkehrt. Also der ist dann da hingezogen und dann ging es auch schon los. Kurz darauf habe ich dann von der Frau und der Trunner, die unten drunter wohnt, irgendwie ein bisschen Druck gemacht gekriegt, warum da noch so viel Lärm ist. Und ich mir so, ich mache doch überhaupt nichts. Und stellt sich raus, sie hat Lärm gehört an Tage, an denen ich gar nicht mal in der Wohnung war. Und dann war so langsam klar, okay, das ist nicht mit mir. Aber sie hat wohl vorher schon mit meinem Nachbarn, mit Marco, gerettet und kam dann aber zu dem Schluss mit ihm zusammen, dass das ich sein muss. Aber
An einem Tag, an dem ich aber halt nicht da war. Als ich das dann so aufgedeckt habe, habe ich schon mal gemerkt, okay, nein, das mit der Freundschaft wird da bestimmt nichts. Ja, und was für ein Lärm war das? Oder was hat die gehört? Und Der hat als Mutter nachts angefangen, die Sache zu treten. Der war halt ständig voll und wenn er voll war, dann war er auch gerne ein bisschen aggressiv. Und okay. ja, okay. Eine nicht auch schon so Nachbarn gehabt, die da ein bisschen Probleme gemacht haben. Also ich hatte doch keinen so aggressive Nachbarn in dem Sinne. Also ich kenne eher so das, wo ich früher mit der Elsbeth noch in der Stadt gewohnt habe, dass die Nachbarn eher so ein bisschen stalky unterwegs waren und sobald irgendwie draußen einer gehupt hat oder irgendeiner schlecht hingeparkt hat, haben da irgendwie, oder Rettungsfahrt da war, haben da gefühlt irgendwie die halbe Straße am Fenster gestanden und man kennt ja irgendwas verpassen. Und das fand ich immer ein bisschen strange. Also die Ente Italiener da gegenüber, die hat gefühlt einfach, ich weiß nicht, also es hat nur noch so gefehlt, dass sie so Kisse an der Fensterbank hat und dass sie dann so ihr ganzes Leben dran an der Fensterbank verbringen kann. Aber okay. Aber was ich einmal erlebt hat, apropos Nachbarn, war bei meinem Schwiegervater, das war ähnlich, denn da ist ein Auto gegenüber gewesen, die hatte geparkt und ja, also vielleicht eine kleine Vorgeschichte, da hat ein alter Mann gewohnt und der hat sehr selten Besuch gehabt und wir haben uns schon überlegt, wer besucht denn denn? Die Frau ist irgendwie so 30, der Mann ist so, weiß nicht, 80, war schon ein bisschen strange und wir interpretieren jetzt vielleicht nicht so viel drin, aber okay. Auf jeden Fall ist das Auto, irgendwann hat es so gestanden, also ich bin dann gekommen, das Auto hat auch gestanden und ich habe dann gegenüber geparkt oder irgendwie so versetzt halt, ne? Und dann ist das Auto einfach fortgerollt irgendwann. Also wir haben es nicht gemerkt, also wir haben nicht gesehen, wie das Auto fortrollt, sondern wir haben nur irgendwann gesehen, das Auto steht irgendwie 20 Meter weiter unten, voll vor Auto gescheppert. Und ich habe dann also auf der Straße gestanden und habe so gedacht, hä, irgendwie ist hier niemand und es interessiert einfach keiner. Und ich bin dann so geguckt, ne, bin halt zu dem Auto hin, ich habe erst gedacht, da hockt jemand drin, hätte irgendwie Schwächeanfall oder sowas, ne? Ach ja. Und da war halt immer drin. Das Auto ist halt, also die Straße hat nicht so krass die Neigung gehabt, die ist halt relativ sanft auf ein anderes Auto drauf gerollt. Und dann gucke ich so in das Auto drin, war keiner. Dann gucke ich so rechts hoch, hab gemerkt, da ist jemand, haben da auch wieder welche gestanden und geguckt. Und dann gucke ich die so an, die gucken mich an, nichts passiert. Und ich so, ja, es ist ihr Auto. Und sie so, nee. Und ich so, haben Sie was gesehen? Nee, wir haben nichts gesehen. Jetzt können Sie mal jetzt weiterhelfen. Nee. Und da habe ich gemerkt, okay, in der Situation, es passiert jetzt nichts. Und mir wird jetzt auch nicht geholfen, also in irgendeinem Sinne. Und auf einmal ist auch noch ein Auto vorbeigefahren. Das hat sich auch nicht dran gestört, dass es auf dem Bord stehen muss, damit es überhaupt vorbei kann. Es ist einfach weitergefahren, nicht interessiert. Und im Endeffekt habe ich dann irgendwie die halbe Straße abgeklingelt und habe dann die Frau halt dann, weil ich wusste nämlich genau, ob es jetzt wirklich die Frau ist, ob es dort als manchmal verkehrt und dann war es auch die und dann hat sich gesagt, oh, ihr Auto ist fortgerollt. Es war jetzt auch alles halb so wild, aber ich fand das faszinierend, dass es einfach keiner interessiert hat, beziehungsweise es hat sie ja schon interessiert, weil sie ja alle gestanden haben, aber keiner hat irgendwie wo irgendwas unternommen, sondern er immer mal abgewartet, was passiert denn jetzt? Und ja, weiß ich auch nicht. Also. Ja, ich glaube, das ist schon weit verbreitet so unter Nachbarn, dass man einfach mal ein bisschen erstmal abwartet, lieber vielleicht, also heutzutage. Früher war das mit Sicherheit nicht so. Wenn da irgendwas in der Nachbarschaft passiert ist, dann hat man wahrscheinlich auch ingegriffen. Da hat sich das gleich rumgesprochen, hat die Polizei angerufen, keine Ahnung. Ich glaube, inzwischen ist das so ein bisschen erstmal so abwarten, gucken, was passiert, sich lieber ein bisschen zurückhalten. Ja, es ist manchmal so ein bisschen, obwohl es im Ort ist manchmal einfach so, manchmal so anonym, ne? Ist ganz komisch. Also so, oder jeder macht so Sei-Scheiß, sag ich mal. Das ist ja auch nicht. Ja, das ist ja heutzutage echt immer mehr, dass die Leute halt Angst haben, irgendwie inzugreifen. Aber ich glaube, das ganz große Problem, was viele Leute vielleicht auch dabei haben, ist ganz einfach die Angst, wenn du irgendwas machst, halt dich selber irgendwie da in Probleme zu reiten. Ne? Also man hört ja doch öfter, wenn Leute andere versuchen zu helfen, dass sie dann am Schluss selbst auf der Anklagebank stehen, warum auch immer. Und dann kann ich das schon nachvollziehen. Das ist eine Scheißentwicklung, ist wirklich blöd. Aber ach, zum Thema hier, gucke, was draus los ist. Also da muss ich mich ja gar nicht rausnehmen. Ich bin doch genauso schlimm, als wir selber vom Dorf in die bisschen größere Stadt gezogen sind. Da habe ich auch jedes Mal, wenn eine Kranke in der Nähe losgegangen ist oder Sirenen, habe ich am Fenster gestanden, wollte wissen, was da los ist, aber siehst ja halt nichts, ne? Aber man könnte was verpassen. Ja, wenn du vom Dorf kommst, bist du halt einfach vom Grund auf neugierig. Ich meine,
Da funktioniert es halt noch mit Neighbor Watch. Ja. Da sind die Nachbarn dann noch für was gut und sind nicht immer nur so nervig wie bei Michael. Ja, ganz ehrlich, mein Nachbar Marco, der war jetzt auch nicht grundsätzlich böse, so normalerweise. Also es war schon, er hat auch mal mein Telefon gebraucht, weil er Probleme hatte, seinen Handyvertrag zu zahlen, also war sein Handy abgeschaltet und dann hat er halt mein Handy mal gebraucht, um ihn anzurufen. Wie das dazu kam, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall war er dann sogar so dankbar im Nachhinein, dass er mir nur Pizza unbedingt ausgeben wollte. Dabei ist er dann auch so auf den Trichter gekommen, oh, der isst ja gar kein Fleisch, okay, Vegetarier. Dann hat er mich dann einmal angehauen, ja, wie sieht's denn so aus bei dir? Könnte ich mir vielleicht mal ein bisschen helfen, wie das so ist? So können wir bestimmt da abnehmen, wenn man vegetarisch ernährt, ist doch voll cool. Und ehrlich gesagt, ich habe versucht, immer dann ein bisschen mich weiter zurückzuziehen, weil der hat es wahrscheinlich sogar ein bisschen gemeint, aber seine Art ist extrem einschüchternd. Hat immer auch so ja, meine Kumpels, mit denen ist alles immer super, ja, aber man kann man bloß nicht dumm. Wenn man mir dumm kommt, boah, nee, das will ich nicht. Also, wenn du mir dumm kommst, nee. Oder, weißt du, so diese unterschwellige Drohung, ständig, irgendwie hatte ich so, der hat immer raushängen lassen, was für ein tougher Kerler ist, also, es war ganz schlimm. Hätte sich einfach nur ein perfekter Nachbarn. Ja, so. Traum. Ich meine, wenn du vielleicht guter Kumpel mit dem bist und nur erwischt, wenn er gerade nicht voll ist es bestimmt gar nicht so schlimm, aber puh. Aber er ist halt meistens ist er voll, ne? Ja, ich wollte auch gerade sagen, halt schon. Die Zeitspanne ist scheinbar nur gering. Ja, es hat auch länger gedauert, bis dann, also selbst nachdem ich dann schon da ausgezogen war, bis ich da hergezogen bin, habe ich noch hinterher so gehört, ja, es war noch ganz schön schwer, den aus der Wohnung rauszubringen. Weil als Sozialhilfeempfänger hat er noch einen besonderen Schutz da, was ja durchaus auch verständlich ist, aber er hat halt die Wohnung komplett vernachlässigt. Das Bad war schon vorher extrem renovierungsbedürftig, aber er hat immer geweigert, jemand drin zu lassen. Er hat von seinem Vater sich das Schloss austauschen lassen, illegalerweise. Er hat also drin quasi Messi-mäßig gewohnt, das war Katastrophe. Die musste danach die komplett Wohnung neu renovieren. Also Wurde der im Endeffekt Vegetarier oder hat er das nicht geschafft? Ich hätte jetzt eher gedacht, die Hanne nicht aus der Wohnung geht, weil er so breit war, aber. Nee, es gab da eher Gerichtsurteil, weil er dann unter anderem auch mal seinen Vater krankenhausreif geschlagen hat. Alter Vater, Jo. Das ist schon ein Extrembeispiel. Also ich hoffe, nicht alle Nachbarn sind so. Nee, also jetzt. Hoffentlich nicht. Also hier ist ja jetzt nochmal anders, das ist jetzt ganz entspannt. Ich habe jetzt nicht so besonders enger Kontakt zu den Nachbarn, aber immerhin auch keine Probleme. Man grüßt sich und ist freundlich und ja, da passt auch. Perfekt. Dann würde ich doch sagen, gießen wir uns immer noch der nächste in. Das Training darf nicht vernachlässigt werden. Hat er damit gezählt? Nummer 2. Aber wir zählen nicht. Aber Moment. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, Enna ist Kenner, aber ist auch nicht schlecht, aber wir zählen, ist auch nicht schlecht. Allebei muss ich schon gucken, dass ich auch die Korke vorher runter mache. Dann haben wir mal unser Gläser auf gute Nachbarn. Hier Bube, Ja. Kampai. Kampai. Immer besser. Uah. Ja. Ja, das ist ja, also Nachbarn sind ja, in der Regel kommt man gut miteinander aus, ne? Manchmal gehen sie auf den Keks, aber im Großen und Ganzen kann man doch froh sein, wenn man sie hat. Bei mir ist es oft so, dass ich tu mich ja gern einmal aussperre und da ist so ein Nachbar nicht verkehrt, wenn der einen Schlüssel hat. Da war mal auch, ich weiß gar nicht wann, es war schon ein paar Monate her, wo ich mit der Marie raus bin und gesagt, ich hab den Schlüssel dabei, keine Angst, ich hab nicht dabei. Ja, wir kommen vom Spazieren, es regnet, die ich heute nicht dabei. Und da war man froh, dass der Nachbar da war. Und er konnte es wieder rinlassen. Ich finde, eine Nachbarschaft, also das kann ja, wir hatten ja jetzt so eigentlich mehrheitlich seltsame oder negative Beispiele, bis jetzt auf deins vielleicht, Hannes. Also man kann da ja auch tatsächlich nur Freunde finden, ist vielleicht eher die Ausnahme, aber auf jeden Fall ist es möglich. Was ich halt immer nicht so geil finde, ist, wo man früher noch in der Stadt gewohnt hat, ist, wenn halt dein Nachbarn dich als Packstation missbrauche und du bei der Post oder von der Post und alle möglichen andere
Lieferdienste alles annehmen muss. Und ich habe dann irgendwann einfach, also wenn ich wusste, das ist die Porsche oder das ist die GLS oder ich habe nichts bestellt, ich bin dann einfach nicht mit rangegangen. Das war mir einfach zu dumm. Also ich habe mir einfach gedacht, ey, hol euch doch mal Packstation. Ist jetzt nicht so schwer. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, das sollten die durchaus machen. Aber ich glaube, das ist nicht mal unbedingt die Schuld nur von den Nachbarn. Ich meine, klar, können die sich eine Packstation holen, dann wäre das ganze Problem nicht da. Aber da kommen auch manchmal, kommt der Paketdienst, ich glaube vor allem halt vor Weihnachten war das ganz extrem. Der kam dann auch mal, wenn es sein muss, von 2 Häusern weiter und hat gesagt, könntest du bitte das Paket annehmen? Ich kenne die Leute nicht. Ja, aber sonst muss ich das wieder und nee, ich kann das jetzt nicht mitnehmen und okay, komm, gib halt her. Was war denn drin? Dann kriegen die halt den Zettel. Was war eigentlich das geilste Paket, was wir jemals so für Nachbarn angenommen haben? Also wo du so weißt, okay, da ist jetzt irgendwas Komisches drin. Ich fange mal an, bei mir war es das Geilste einfach, dass es halt so ein ziemlich großes Paket, das war mannshoch und keine Ahnung, so 30, 40 Zentimeter auf 40 und es war halt von irgendeinem Pflanzenhandel und also echt so verwirrt, ne? Und ich kenn ja meinen Nachbar, seit wir jetzt im Haus wohnen, da vertragst du dich ja dann schon eher mal ein bisschen mit Leid, weil du willst ja schon lang da wohnen. Und mit dem verstehen wir uns eigentlich gut. Und im Nachgang war es halt so eine Palme für in der Garten. Aber das fand ich so ziemlich das Außergewöhnlichste, was ich bisher angenommen habe. Also ich glaube, ich habe noch nie Pflanz bestellt. Also das ist schon ziemlich krass die Aktion. Ja, und halt auch so groß die Palme, ne? Ja, ich meine, mittlerweile durch Corona muss ich ja schon fast Pflanz bestellen, weil du kriegst sie auch anders schon nämlich. Aber ist schon speziell. Aber ich glaube, ich hatte kein so Sonderfall oder keine Verpackung, wo ich gedacht habe, das ist, keine Ahnung, Sexspielzeug oder ein Fernseher, wo der ganze Raum wegnimmt oder so. Sowas hatte ich in der Tat nicht. Es waren in der Regel immer nur Zalando-Pakete, H&M-Pakete und das in Menge. Ich hatte nur immer extrem schwere Pakete. Wo der Postbote kommt und gesagt, nehmen Sie das an. Ich sage, ja, okay, Problem. Es war nicht so arg groß, es war nur unfassbar schwer und es waren 3 Stück. Aber was da drin war, keine Ahnung. Aber es war wirklich neue Handelsscheibe. So irgendwas wäre es gewesen. Ganzes Fitnessstudio wahrscheinlich war dort. Ja, ne, mit den Nachbarn bin ich eigentlich ziemlich, da bin ich ziemlich empfindlich. Das war auch der Grund, weshalb ich beim Hauskauf damals sehr drauf gepocht habe, dass es so freistehendes Einfamilienhaus sein muss, weil ich einfach überhaupt keine Nerven habe, wenn Nachbarn irgendwie durch Wände, durch Böden, durch Decke irgendwo halt irgendwelche Geräusche machen und sei es nur relativ leise. Also, wenn ich überlege, in unserer eine Wohnung, da waren unten drunter alte Leute, von denen hast du sehr wenig gehört eigentlich, ja, aber so alle 2 Wochen waren immer so, glaube ich, die Enkelkinder da und dann sind die da unten rumgerannt, damals hatte man selbst noch keine Kinder, sonst hätte es mich noch mehr genervt. Und es hat mich einfach tierisch genervt, also das ist so etwas, da habe ich überhaupt keine Geduld mehr für. Und auf der anderen Seite ist es hier dann halt auch so, dass du selbst ja irgendwie immer so ein bisschen, also zumindest ich, so dieses Gefühl hast, ja, musst ein bisschen aufpassen, ne, die Nachbarn, da kannst du nicht so laut sein, musst du mal ein bisschen langsam machen, aber nee, deshalb, ich bin doch ganz froh, dass ich keine direkte Nachbarn mehr habe im Haus. Also, muss ein bisschen leiser sein, das kenne ich ja gar nicht. Ich bin ja eher grundsätzlich, ich komme zuerst. Also, leise geht nicht, beim Peter nicht. Was die Lautstärke angeht, natürlich bin ich schon per se sehr... Peter first. Ja, das ist sehr empathievoller Mensch, aber Lautstärke kann ich nicht so ganz einschränken. Also ich sag mal so, ich höre schon gern öfters mal laut Musik, aber die unten drunter auch, also... Von daher, wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe im Haus und das war noch vor Corona. Das war, wie war das nochmal? Achso, genau. Wir hatte unter der Woche, war ganz normal unter der Woche donnerstags, ne? Eben habe ich gedacht, oh, da unten ist wieder 90er Jahre Party, also als ob so das so wirklich, es war wirklich Donnerstag, ne? Als ob das so jetzt heute knallt, also heute muss es sein, ne? Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt ist 21 Uhr, ja gut, jetzt ist 22 Uhr, ja okay, jetzt ist 10:30, okay, jetzt ist 11, morgen um 6 müsste raus, ne? Ist schon langsam ein bisschen anstrengend, habe ich mir gedacht, komm, ich will mal nicht so pissiger Nachbar sein, ich lehne mich einfach ins Wohnzimmer und dann ist gut, ne? Das Elsbeth war in der Nacht nicht da, war alles nicht so schlimm. Auf jeden Fall gucke ich dann irgendwann in die WhatsApp-Gruppe und dann hat der andere Nachbar geschrieben, der quasi über denen war, hat dann geschrieben,
es ist ja nett, ich finde laute Musik auch geil, aber wenn ich in meinem Bett vibriere, wenn ich schlafen will, finde ich nicht so geil. und er hat dann, weil der Typ, ich habe dann ihm in WhatsApp zurückgeschrieben, habe ich gesagt, ich glaube, der ist gar nicht in dieser Gruppe drin, weil der per se kein WhatsApp hat. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und dann hat er einfach gesagt, okay, er lädt sich jetzt auf die Botte, da ist das Vibrationsverhältnis geringer. Boah, sowas könnte ich nicht haben, da bin ich eher wie der Matze. Ich brauche auch mal Ruhe. Wenn Nachbarn zu laut sind. Ich höre ja auch alles, aber wenn ich gerade schlafen muss, kriege ich alles mit, wenn irgendwo das klemmste Geräusch ist, wäre ich sofort wach. Aber bei mir ist es auch nicht, normalerweise nicht schlimm, da war nur, das war im Sommer, es war Corona-Zeit, Gardeparty, Endsnäbe dran. Und es war aber Mittag, es war nicht so schlimm. Aber die haben halt richtig, es war eine alte Leid, also was heißt alte Leid? Ich sag mal so, wie alt ist er dann, der Schneider Herbert? Ich glaube Anfang 60 ist der jetzt mittlerweile geschieden und hat seinen Geburtstag, hat mit seiner Kollege, hat er seinen Geburtstag gefeiert. Ja, im Sommer, das war einer von den extrem heiße da, war es auch noch. Und da haben seinen Geburtstag im Garten gefeiert, so um 11 Uhr haben sie angefangen mit einem Pelzer Frühstück. Gab es so gut Amett-Ichel und Sauma und was weiß ich. Und haben halt dann auch schon laut Musik gehört. Und da dachte ich, ja, jetzt muss ich nicht schlafen, ist nicht so schlimm. War kein Thema, nur die Playlist war ungefähr 8 Lieder lang. Und es ist die ganze Zeit ist das Gleiche gekommen. Immer die Dancing Queen von ABBA. Hat sich bei mir hingebrennt. Und die haben sich dann dermaßen energiert, die haben gegrölt und The Dancing Queen und durch den Garten gekriegt und Bier nur um Anna. Und das war wirklich mal so Aussagen, wo es bei uns laut war im Endeffekt nicht witzig ist. Marie hat sich nicht so gefreut, die musste die Schule vorbereiten und hat die ganze Zeit ABBA gehört. Ja, und irgendwann nachmittags, nachdem der Matt Ichel in die Sonne gebrutzelt hat, waren sie alle ratzeputze voll. Und das Beste war dann, dass der Herbert, der ist dann scheinbar so zwischen 5 und 6 ist der einfach in sein Haus gegangen. Und hat die Rolle darunter gemacht. Unser Gast, Die Leute haben rausgehockt. die Gäste haben rausgehockt. Der war scheinbar so voll, dass er das gar nicht richtig mitgekriegt hat, dass er noch Gäste hat. Und die Gäste haben es dann, glaube ich, auch so Stunden später gesagt, sag mal, kommt der noch immer? Ich weiß jetzt nicht. Und irgendwann sind sie dann halt heimgefahren und da hat's ausgegeben. Gefahr. Ja, Gefahr, ja. Aber die Geschichte erinnert mich auch an eine Geschichte, wo ich mit meinem Vater wohl, also hatte ich eine besucht und da haben wir, ich weiß gar nicht, es war Ostern oder irgend so Feier da im Mai, Juni. Und da haben wir dann auch gesagt, wir grillen mit dem Nachbar und dem seinem Sohn, ne, kennt sie schon ewig. Und fange erstmal an mit Papierchen und dann grillen wir. Das war der Plan. Irgendwie hat irgendwer gesagt, lass doch mal Uso trinken. Jo. Hab ich dann den Uso geholt. Es war auch wirklich der Fall, die gute Freunde, weil wir haben irgendwann mal gesagt, wir kaufen nur noch guter Uso. Und also es war dann so, ich glaube, lass es 12, halb 1 gewesen. Also wir haben noch nicht gegessen. Wir haben gesagt, wir essen Ball oder fangen bald an mit Grille. So, da haben wir da zu viert gehockt, hatte schon, keine Ahnung, drei Pilz im Kopf. Und dann haben wir angefangen, Uso zu trinken. Einer, komm, lass noch einer, komm, einer ist Kenner. Noch einer. Ja, irgendwann hat dann der Vater komplett die Nerven verloren. Also wirklich komplett die Nerven verloren. Und dann haben wir die ganze Zeit, bis die Flasche alt war, dann eine Uso getrunken zu viert. Irgendwann ist mein Vater, weil du das auch gerade sagst, mein Vater einfach aufgestanden und ist ins Bett gegangen. Du warst dann so, keine Ahnung, halb 2 oder wahrscheinlich sogar schon 2, weil die Zeit geht ja dann doch schneller rum. Wir hatten dann halt einfach die ganze Flasche getrunken und noch Bier dazu und wir hatten immer noch nichts gegessen. Und irgendwann ist dann noch ein Nachbar, sein Sohn, also der ist ein bisschen älter wie ich, ist dann abgeholt worden von seiner Freundin damals. Mittlerweile sind sie verheiratet, also es ging gut aus. Hat dann aber an dem Tag gut Tubak geredet, also von daher. Und dann habe ich da gehockt mit meinem Vater, seinem Kollegen, also mit dem Nachbar. Und die anderen 2 waren verschwunden. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt mal Wäsche, weil ich rabevoll bin und ich einfach Hunger habe. Und dann habe ich da einfach dann Wäsche gemacht auf dem Grill. Und dann habe ich den Kollegen, also den Nachbar gefragt, sag mal, willst du auch was essen? Oder
nee, er hat jetzt schon so krasses Level erreicht, er geht jetzt auch gleich ins Bett. Und da habe ich einfach die ganze, also ich glaube, ich habe 6 Würste alle gegessen und bin dann ans Bett gekommen. Das war dann, also ich glaube, ich war am längsten wach und es war dann 4 Uhr nachmittags oder so. Und das war, Ach du Scheiße. und ich habe die ganze Zeit so nur gesagt, ihr müsst langsam machen, mir verliere gerade die Nerven. Nö. Die haben da so eine Kontrolle. Ja, die haben ja Erfahrung. Oh Mann. Also ich muss mal übrigens noch einen Pilz holen gerade. Das ist eine gute Idee. Ja, Moment. wie viel ist denn das dann jetzt? Bist du schon beim dritten? Ich komme zum dritten, ja. Ausgezeichnet, ich habe mal gerade das dritte ingeschonkt. Nee, aber so mit den Geräuschen morgens bin ich schon auch ein bisschen empfindlich oder nachts. Ich habe da bloß ein kleines Problem. Mein Schlafzimmer grenzt bautechnisch haargenau an die Garage von unserem Haus. Nicht mein Auto drin. Und irgendwer, also über die Corona-Zeit war es oft überraschend ruhig, aber inzwischen wieder so um 6:30 bis 7 irgendwann morgens geht der Motortor an. Rum, und irgendwer schlagt gegen die Wand, das Garagentor geht auf, die Garagentor geht runter. Da stehe ich auch immer morgens im Bett. Und Ist das vielleicht der Marco? Der hat es gefunden. Na, ich denke nicht. Ich hoffe es Nee, nicht. aber so rückblickend muss man ja bei Marco echt sagen, wie anders wäre alles gewesen, wenn da wirklich Studentinnen gezogen wäre. Tragisch. Also eventuell sprichst du jetzt das Bier aus dir, aber ja, vielleicht hast du besser gewusst. Aber Geräusche in der Garage kenne ich nur zu gut, als ich noch daheim gewohnt habe und samstags mal ausschlafen wollte. Ja, mein Vater die Kreise angeschmissen hat. Um 8. Freitag auch noch sagt, nee Hannes, du musst mir nicht helfen, unbedingt. Ich kriege das am Samstag heute allein hin. Musst nicht aufstehen, kannst ruhig schlafen. Ja, aber dass er die Kreise in die Hobel anmacht, hat er nix. Ich fand vor allem damals dein Motto immer so gut. Wer saufen kann, kann auch schaffen. Und das hast du immer gesagt, wenn du voll im Tee hutsch. Aber wir haben dich ja nicht schaffen wie sie. Also ich gehe davon aus, du hast nicht so arg produktiv gearbeitet. Aber hallo. Ich habe mal beste Leistung gebrungen. Wenn Kerb war, Freitag durchgezogen, Samstagmorgens aufgestanden, geschafft, war ich um 12 wieder fit. Aber die 4 Stunden bis um 12, die waren hart. Ja, mit so Nachbarn, gerade oben drüber habe ich jetzt am Anfang noch ein bisschen mir gehadert. Da ist jetzt vor, keine Ahnung, einem Jahr junge Frau eingezogen, hat auch ihr Freund öfters da. Aber immer wieder ist dann so laute rhythmische Geräusche, wo ich schon gedacht habe, oh. Also ganz unterschiedliche Uhrzeiten. Kann doch nicht, aber das ist viel zu laut, das kann nicht sein, oder? Das ist normal. Nee, aber in dem Umfang glaube ich nicht, dass es normal sein kann. Jetzt habe ich vor kurzem doch rausgefunden, was es Vielleicht war. ist das nicht nur Enna. Ja, gut. Nee. Also die Erklärung ist dann doch eher harmlos. Oh. Das muss wohl ein Heimtrainingplan irgendwas sein mit lauter Stimme, weil ich habe dann zusätzlich noch Stimme gehört und habe gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein, dass die auch noch dermaßen laut ist. Da habe ich mich schon ganz schlecht gefühlt, habe ich mal so auf der Flur so rausgelaufen und dann Michael, okay, ganz eindeutig. vielleicht war es ein Gruppetraining. Nee, das war mit Stöcke. Mit Schlagstöcken, irgendein Selbstverteidigungstraining, was weiß ich, keine Ahnung. Also es war definitiv nicht das, was man sich vorher denkt. Also, wenn du von der demnächst oder von denen demnächst ein seltsames Paket annimmst, würde mich das nicht wundern. Okay. Ich achte wohl drauf. Nee, aber also der beste Nachbar, den hatten wir in unserer ersten Wohnung. Das war der Norbert. Und der Norbert, das war schon so ein bisschen älterer Mann. Er war nämlich so ganz fit. Und er hat auch nämlich so ganz geistig seinen Höhepunkt gehabt. Aber es war ein bisschen komischer Kauz.
der ist immer, das war ja so Innenhof, wenn ich erinnere, und da waren so zwei, drei kleine Mietshäuser. Und da ist er immer so ein bisschen rumgetichert. So auf der Straße vorne und im Innenhof. Und hat immer die Leute gesucht. Und immer, wenn er jemand gefunden hat, hat er die Leute auch geschwätzt. Und hat so mit mir erzählt. Und hat eine solche Geschichte erzählt, wenn sie nicht rechtzeitig davon gekommen sind. Und irgendwann in den Gesprächen hat er immer angefangen, von seiner Wohnung zu erzählen. Aber was er nicht so eine schöne Wohnung hat. Er hat so eine schöne Wohnung. Komm doch immer mit, ich zeige euch mal Wohnung. Der wollte alle Leute mal in seine Wohnung locken. Bisschen unheimlich. Schon da so viel teure Sache und also das war der Allerherrste. Das war schon ein lieber Kerl. Warst du da mal drin in der Wohnung? War das irgendwie ein bisschen strange, oder? Ich war tatsächlich mal mit ihm drin, weil er hat sich ja öfter danach mal ausgesperrt. Ich glaube, das war Absicht, aber gut, ich will es ihm jetzt mal nicht unterstellen. Wie gesagt, er war nämlich so ganz geistig auf der Höhe, also kann ja sein, dass er sich doch wirklich ausgesperrt hat. Und dann hat er mich gefragt, was mache ich denn jetzt? Ne? Und ich sage, muss mal den Schlüsseldienst anrufen, ne? Komm, ich rufe da an. Nee, der Vermieter, der wohnt ja da 4 Straßen weiter, der hat den Schlüssel. Kannst du mich doch schnell hinfahren? Also ich glaube, das war quasi ein Date, wo ihr hatte. Ja, alle Haupt hingefahren, der ist da mitgekommen, hat am aufgemacht. Komm auch grad mit, ich weiß da mal meine Wohnung. Ja, da bist du halt immer kurz, was weiß ich, so ganz altbacke Ingericht war das. Also, er hat dann da, das da hat so und so viel 1000 Mark kostet. Ich hab ja keine Ahnung von so altem Zeich, ne? Aber, das da ist auch ganz besonderes Stück. Also er hat halt einfach so ein bisschen Redebedarf gehabt, aber wenn er dann halt Leute auf der Straße, wildfremde Leute angesprochen hat und hat die in seine Wohnung ingeladen, das war halt schon ein bisschen komisch. Du kannst aber ja froh sein, dass du wieder zurückgekommen bist. Dass ich nicht Ja, wer weiß. Also ich weiß nicht, ob ich zu viele Crime-Dokus geguckt habe, aber ich glaube, ich werde nicht ringen. Irgendwann landet man doch mal in der Tiefkühltruhe. Ja, wer weiß. ratzfatz. Die entscheiden. Wenn man so der direkte Nachbar ist, glaube ich, ist man nicht so die Zielgruppe für so Attentate. Kommt drauf an auf den Nachbar. Die entscheidende Frage ist ja, hat er noch so Fliesetisch gehabt oder war das schon eher so Eiche rustikal? Es war noch älter, das war noch vor der Fliesentischzeit. Also ich möchte mal kurz anmerken, mancher Fliesetisch hat schon 2 Weltkriege überlebt, die überleben einiges. Verdammten Fliesentische. Ja, Kulturgut. Also mir hatte früher bei der Ältere auch mal einer gehabt. Also Fliesentisch, das war doch voll der Shit mal eine Zeit lang. Jo. Das ist voll Abgang. Also ich bin sehr stolz auf meine Ältere, dass sie niemals so einen Tisch hatte. Also Hut ab. Also meine Oma hat zwar immer noch einer, aber egal. Ja, die zieht's halt durch, ne? Ja. Aber ich muss jetzt auch gerade feststellen, dass die Generation so die Gewohnheiten von der älteren Generation ja irgendwann dann so mitnehmen, ne? Also, ich habe jetzt gerade, wir haben ja jetzt 8 Kinder und meine Ältere sind ja jetzt quasi auch Oma und Opa. Und da habe ich gerade wieder jetzt an Neujahr, habe ich wieder die Beobachtung gemacht, es ändert sich nichts. Meine Mutter, wie das halt ja so üblich ist, ne, die Kinder kriegen ja Schießgeld, aber wenn man das ja jetzt nicht so schießen durfte, aber war ja bei euch früher auch so. Haben ihr das nicht gehabt, dass du so zu den Omas gefahren bist und hast dann ein paar Knaller an Neujahr gezündet und dann Schießgeld gekriegt. Also Kerbegeld habe ich gekriegt, aber Schießgeld... Ja, klar, das Schießgeld kenne ich auch nicht. Bei uns gab es immer die Riese-Brezel, die süße Ja, gut, Brezel. Das haben wir auch gehabt, ja. Ja. Riesebrezel und so Schornsteinfächer mit 4blättrigem Klee oder so Scheiß. Ja, sowas. Also Ja. der Michael und ich sind eher so in bescheidene Verhältnisse groß geworden im Vergleich zu euch beiden. Scheinbar. Ja, Schießgeld. Bei uns gab es Schießgeld. Aber das Geile war ja, dieses Schießgeld, das kriegst du ja dann nicht einfach so. Das wär dann überreicht. Und ich meine, jeder kennt ja so Omas, die dir Geld übergeben, als wäre das Drogegeld, ja, so unter der Hand und so, sagst aber nix, hast aber nicht, sagst aber nix. Ne? Das sind ja die allerherrsten. Und das hat meine Oma früher bei mir schon so gemacht und jetzt geht's weiter in die nächste Generation.
Und das fand ich immer sehr, sehr geil. Ich meine, jeder hat doch so schon immer so Oma erlebt, die da so Geld gibt, als wäre es Mords des Drogengeld, oder? Das stimmt. Ja, das stimmt. Das kenne ich auch. Das ist immer so schön. Aber Geld, ja, ich weiß, du brauchst ja nicht so wirklich Geld, aber du nimmst und sag nichts. Das ist echt cool. Wie ist ja noch dann rechtfertigt, selbst vor mir noch. Das ist irgendwie schon süß. Da hat mein Vater auch was Witziges gebrungen. Der ist ja auch mittlerweile von meinen Geschwister Ober in der Ecke Drogegeld ausdehne. Moment, In der Ecke. Also es sah so aus. Ich erzähle mal die Geschichte, das war haben wir uns, das war letztes Jahr im Sommer getroffen zum Geburtstag von meinem Neffe. Und mein Vater hat bei dieser Dieselklage mitgemacht von VW und hat doch scheinbar gewonnen. Hat doch ein bisschen Geld gekriegt und hat gedacht, komm, ich bin alt, ich brauche nicht so viel Geld. Ich verteile das mal unter meine Kinder. Dann hat er sich an dem Geburtstag so draußen auf der Terrasse auf den Stuhl gehockt, vor sich einen Tisch und hat die 50er ausgepackt. So Stapel mit 50er von diesem Geld, das er bei dieser Klage gewonnen hat. Und hat jeden einzeln zu sich gerufen. Und hat er mir 50 in die Hand gedrückt. So, bitteschön. Ich habe echt gedacht, wir sind auch bei der Drogenmafia. Kurze Privataudienz. Meine Familie, oh, komm zu mir, meine Familie. Du warst immer treu der Familie, hier. So in der Art. Ich habe echt nur geguckt, ich konnte vor Lachen, nämlich. Wie der Mafia. Hast du auch was gekriegt? Ja, jeder ist endlich hergerufen und hatte 50er gekriegt. So, bitteschön. Und euer Hund hat ja auch was gekriegt, oder? Nee, unser Hund zählt nicht mit als Nicht Kind. mal ein Knochen. Naja, unser armer Hund wird immer übergangen. Ich meine, die sind ja eigentlich wie Kinder, also. Hast du ja gesagt, so schlecht geht's dem doch gar nicht. Wer Menschen? Mein Vater. Nee, dein Oder Hund. im Hund, achso. Nee. Kurzer freudscher Versprecher. Ich weiß, mir zählen nicht, aber das Training ist wichtig. Da müsste der Dritte noch sitzen, oder? Ja, der dritte muss noch. Na, da wären die Versprecher noch schlimmer. Das macht doch nichts. Sind doch unter uns. Dann, Alle dann. Kampai. Zum Wohl, Kampai. Aufs Training, Kampai. Oh, der wird immer besser. Ah, jetzt muss ich auch sagen, so langsam. Ja, die Flasche ist ja nicht so groß, das ist, glaube ich, schon die Hälfte. Also ich bin echt dafür, dass der Hannes uns so mal Empfehlung ausspricht. Sein Schnaps scheint ja besser zu sein wie der von mir auf jeden Fall, damit ich doch auch mal gescheiter Schnaps habe. Das ist ja nichts, was ich da habe. Also ich habe sehr guter Schnaps, aber der brennt halt trotzdem. Ja, brennen darf er ja, aber ein bisschen Geschmack brauche ich schon noch. Ja, Meiner schmeckt so wie Brennspiritus. Ey, für Das unser ist nächstes richtig. Treffen kannst du da ja mal schöner aussuchen. Dann füllst du jedem so ein kleines Probefläschchen ab und schmeißt uns in die Briefkäste. Das mache ich. Das wäre mal was, Hannes. Ja, Ich habe schon einen im Au, der echt bestimmt schmeckt. super. Bin alte ich Kenner. gespannt. Den muss ich aber erst noch selbst brennen. Oh. Oh weh. Oh, oh. Gut, also natürlich brenne ich den nicht selbstständig Schnaps, aber ich habe da ein ganz guter Lieferant, gute Quelle. Und wenn ich nächstes Mal mit dem Hund im Dorf unterwegs bin, dann haben wir alle schönes Paketchen im Briefkasten, das wir dann bei unserem nächsten Treffen zusammen probieren können. Hannes, das ist ein richtiges gutes Wort. Das nehme ich für bare Münze. Also ich habe jetzt auch mittlerweile 3 Pilz im Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, Und ebenso. mir hatte das letzte Mal ja gesagt, 3 Schnaps, 3 Pilz. Also von daher, das Ziel ist erreicht. Das nächste Aber wenn man Mal, nicht mitzähle. auch wenn man nicht mitzählt. Das nächste Mal sind es dann 4 Pilz und 4 Schnaps, würde ich behaupten. Jesus. Da brauche ich auch Aber- eine aber- Flasche. Keine Angst, Michael, es sind ja dann 4 gute Schnaps. Weil der Hannes bringt was vorbei. Genau. Also ich freue mich drauf, euch wieder hier digital zu sehen. Ja, ich mich auch. Ja, ebenso. Ja, ich freue mich auch drauf. Macht Spaß. Hat mich gefreut, ihr Bube. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns. Alles klar. Genau, schöner Orbit. Also, hopp, bis dann. Bis demnächst. Ciao. 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 Tschö. Das war die heutige Folge Stammtisch Hinterpals. Vielen Dank fürs Zuhören und denke dran, Enna ist Kenner, aber wer zählt schon mit?